Ibrahim Rugova möchte nicht direkt als Anführer der Albaner bezeichnet werden, ist aber wohl eine Art Chefideologe. Die Abwanderung der Serben interpretiert er auf seine Weise. Die Serben verlassen Kosovo wegen der Unterentwicklung der Provinz. Völkermord findet hier nicht statt. Den kann ja auch nur ein Staat begehen. Das mit dem Völkermord ist alles nur Propaganda und stimmt überhaupt nicht. Jugoslawiens Staatsgründer Tito hatte nach dem Weltkrieg dem Kosovo den Status einer autonomen Provinz mit eigener Kulturhoheit gegeben. Doch gebietsmäßig sollte das Kosovo wie vor dem Krieg weiter zu Serbien gehören. Nach serbischer Geschichtsauffassung war die Provinz schon im 12. Jahrhundert ein Teil des Großserbischen Reiches. Albanische Historiker behaupten ihrerseits, die Serben hätten das Kosovo erst kolonisiert, als es schon längst von Albanern besiedelt war. Nach dem Krieg verstärkten die Serben unter ihrem Polizeiminister Ranković die gewaltsame Kolonisierung der Provinz. Tausende von Kosovo-Albanern sind damals durch die serbische Geheimpolizei umgekommen. Die Überlebenden verlangen Rehabilitierung. U toku rata rečeno nam je da ćemo svi narodi biti jednaki, da ćemo mi Albanci biti. Während des Krieges sagte man uns, alle Völker seien gleich. Wir Albaner würden in einer Republik vereint leben, mit den gleichen Rechten wie andere Völker. Odmah poslije rata osjetilo se nekako dosta nepoverenje. Aber sofort nach dem Krieg begegnete man uns mit großem Misstrauen. Das wurde noch schlimmer nach dem Bruch mit Moskau 1948. Da fingen schwere Zeiten für uns an. Sie haben uns verfolgt und verhaftet. Teški dani, jer su počeli da nas hapse, počeli da nas pregonjaju. Es kam zu einer Welle von Unruhen, von Streiks der Albaner. 1974 gab Tito dem Kosovo in einer neuen Verfassung weitere Rechte. Die Provinz konnte über ihre Gerichtsbarkeit, Wirtschaft und territoriale Verteidigung selbst bestimmen. Doch ein Jahr nach Titos Tod, 1981, kam es zum Aufstand der Albaner. Sie forderten für die Provinz die gleichen Rechte wie die der anderen 6 Republiken Jugoslawiens. Belgrad bezeichnete den Aufstand als Konterrevolution und schickte Panzer. Seitdem ist der Hass zwischen Serben und Albanern tief eingebrannt. Als unsere Arbeiter und Studenten 1981 eine eigene Republik verlangten, kam die Armee mit Panzern. Die Spezialmiliz verprügelte und schikanierte die Jugendlichen. Sie haben die jungen Leute nach dem Strafgesetz über Konterrevolution bestraft. Viele junge Demonstranten von 1981 landeten im Gefängnis. Über 500.000 Bürger albanischer Nationalität wurden von der Polizei verhört. Ja kao Albanac zahtevam ljudska prava, kao Albanac zahtevam ne da budem Albanac. Ich als Albaner verlange die Wahrung der Menschenrechte. Ich möchte nicht zuerst als Albaner, sondern als Mensch behandelt werden. Bei Überfällen oder Vergewaltigungen sagen sie nie konkret, wer der Täter war, sondern sofort ein Albaner. Jedan Albanac napao jednu devojku i tako i te stvari. Was könnte man besser machen in dieser Provinz? Am besten den Staat wechseln, denn Kosovo ist nur ein kleiner Reflex der vielen Widersprüche in Jugoslawien. Diese unterirdischen Gänge in der Hauptstadt Pristina dienen als Treffpunkt albanischer Oppositioneller. Hier wird Stimmung gegen Großserbien und sogar gegen den Gesamtstaat gemacht. Besteht die Gefahr eines zweiten Libanon auf dem Balkan? Ako se ide tako, ja koliko znam moj narod i našu tradiciju. So wie ich meine Landsleute kenne, sind sie keine Fanatiker. Aber wenn sich die Wirtschaftslage im Kosovo nicht bessert, wenn weiterhin nur repressive Politik gemacht wird,
Wenn die autonomen Rechte weiter beschränkt werden, dann, ich bin zwar kein Prophet, könnte es schlimmer als im Libanon werden. Wirtschaftlich kann es im Kosovo kaum schlimmer kommen. Die Provinz ist bankrott wie fast alle anderen jugoslawischen Teilrepubliken. Eine unfähige Politbürokratie hat das Land an den Rand des Ruins gebracht. Das Kosovo besitzt große Energiereserven, zahlreiche Rohstoffe und fruchtbares Land. Doch die Wirtschaft liegt brach. Die Bevölkerung verarmt. Zwar werden aus einem Hilfsfonds für unterentwickelte Gebiete große Summen aus Belgrad ins Kosovo geschickt, doch sie sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Hilfsgelder können bei der zunehmenden Inflation kaum die größte Not lindern. Für Investitionen, die die Wirtschaft ankurbeln könnten, reicht das Geld nicht aus. Aus den Dörfern flüchten verarmte, aber kinderreiche Familien mehr und mehr in die Provinzhauptstadt. Am Rande von Pristina sind regelrechte Armenghettos entstanden. Häuser wurden eilig und ohne sanitäre Anlagen gebaut. Die Straßen versinken nach jedem Regen im Schlamm. Armut, Kinderreichtum, dazu noch mittelalterliche Bräuche wie die Blutrache bestimmen den Alltag vieler Kosovo-Albaner. Die Zahl derer, die im Westen um Asyl ersuchen, hat zugenommen. Wieder andere träumen von einem Anschluss an die benachbarte Volksrepublik Albanien. Ein Volk, das noch nie nationale Freiheit hatte, und das sind die Albaner, müsste das auch einmal erreichen. Und es genauso gut haben wie andere Jugoslawen. Dann könnten wir uns für unser Mutterland Albanien frei entscheiden und gleichberechtigt sein.